Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur, oder Blaster-Ingenieur, wie ihr auch immer wollt. Ja, hab jetzt da wieder die 7 Kilo Federn reingemacht. Und ihr seht, da habe ich, das habe ich falsch rum montiert das letzte Mal. Also für alle, die in die Kommentare geschrien haben, und wenn ihr nicht in die Kommentare geschrien habt, dann hätte ihr das nachher sollen. So laut, dass ich es auch, rückwirkend gehört hätte. Ja, bringt ja nichts. Nehmen wir die Videos auch. Ist ja alles nicht live, da bringt das ja nichts. Also von daher. Aber ihr dürft euch trotzdem in die Kommentare beschweren, wie ihr wollt. Also das habe ich jetzt wieder zurückgebaut, weil ja mit der 12 Kilo Feder, da hat er irgendwann mal, ist das nicht mehr eingerastet. Da bin ich fast ausgerastet. Das habe ich natürlich ohne Kamera noch getestet. Ja, ab und zu spiele ich auch einfach mal so rum. Und dann ist das, gucken, und jetzt rastet es sich hier ein und mit der anderen Feder ist es nicht eingerastet. Oder irgendwann, mit Kamera, also, ja, mit Kamera hat es dann noch funktioniert, aber danach halt nicht mehr. Hey, ja. So, packen wir das Ding alle weg. Heute soll es um das da gehen. Um die Riken CS6. Weil sie nicht gewusst haben, dass sie Mark II machen, da haben sie das Ding nicht Mark I genannt. Nehmen wir da die Kosmetik dann mal weg. Das brauchen wir jetzt hier fürs Video nicht. Das da weg. So. Das ist ein bisschen kompakter. Ah, ist schon klar. Das ist jetzt angeschickt. Weil die ganzen Sicherheitsmechanismen habe ich natürlich außer Kraft gesetzt. Dann machen wir mal eine Referenzmessung. Aufwachen, gibt was zu messen. Da fällt echt noch so ein Tonmodul mit. Ich messe. So, da. Ja. Erbärmliche 12 Meter pro Sekunde. Ich glaube, die war im Originalzustand besser. Wir haben ja jetzt so eine 9 Kilo Feder, habe ich. Ja, das ist sogar die 9 Kilo. Die Daddy da sage, die bauen wir ein. Und ich habe da so Reale. Aber vorher machen wir Referenzmessung zu Ende. So, da. 12,6. Jetzt haben wir nochmal 12,6. 12,4. 11,9. So. Und 12,5. Und das waren so. Da kann man. Zack. Das ist nein. Also der Mittelwert von 12,3. Das machen wir einfach nicht aus. Dann haben wir dann noch den Mittelwert. Also hätte ich sagen, guckt mal, was man davon einbaut kriegt. Und ich habe tatsächlich, das habe ich auch da, das Federle wieder gefunden. Ja, sobald man aufhört danach zu suchen, findet man es. Das ist immer der Klassiker halt. Aber ich würde jetzt sagen, ich zerlege das mal im Schnelldurchlauf, dann müsst ihr jetzt, naja, kein Gebabbel dazu, weil das dauert noch ein bisschen. Und dann schwätzen wir gleich weiter. Bis gleich dann. So, da wären wir wieder. Für euch ist natürlich jetzt fast keine Zeit vergangen. Für mich hat es glaube ich 3 Minuten oder so gedauert. Ist auch nicht dramatisch. So langsam habe ich Übung da drin, das Zeug zu zerlegen. Das ist ganz wichtig, die lange Schraube geht dann rein. Der Rest ist alles, soweit ich das gesehen habe, gleich. So. Da machen wir mal das Fangendings da weg. Das ist das Ding vom Eiraster halt. Keine Ahnung, wie das richtig auf Deutsch heißt. Auf gut Schwäbisch weiß ich sowieso schon nicht. Gucken wir mal. Das Erle. Ja, das erfordert wahrscheinlich heftigste Modifikationen, dass man das da reinkriegen dort. Das ist das Ding, das so bei der Prophecy. Beim letzten Video habe ich das auch schon ein bisschen blau ausgedruckt. Hab gedacht, das
hilft da auch, aber dem war leider nicht so. Okay, das kriegt man da sicherlich rein. Wobei, der jetzt nicht verschreien. Ich der jetzt nicht verschreien. Das heißt wahrscheinlich, ich weiß es nicht, vielleicht ist das ist ja aus der Prophecy, nicht aus der Recon, also von daher kann das auch sein, dass das ein bisschen spezieller ist in der Prophecy. Also von daher, so, was haben wir da für Fädel drin? Ui. Was machen wir rein? Ich hätte noch, weil die 12 Kilo, das probieren wir auf jeden Fall nicht. Das ist die 12 Kilo. Ich hätte noch 9 Kilo. Also, ich gehe zumindest davon aus, dass weil das ist das Einzige, was ich lesen kann. So gut sind meine chinesischen Kenntnisse nicht. Ja, die. Oh, das ist auch. Das fänden wir einfach mal raus. Vielleicht fliegt uns das ganze Ding um die Ohren. So. Bevor wir das zusammenbaut, das da wieder einsetzen. Bleibt denn. So. Ja, nicht nachkommen. So, dann. Das da wieder. Das da wieder rein. Ah, das mit der. Ich sag's euch, das mit der Fädel, das nervt. Warte mal. Das machen wir jetzt da wieder raus. Das wieder raus. Wie kann ich denn da das Ding da rausmachen? Das müsste ja auch schon was bringen. Das da. Und das ist mal wieder typisch, das Werkzeug, das man nicht braucht. Also das man braucht, hat man nicht griffbereit. Ich hole mal ein Seiterschneiderle. Bis gleich. So, der Zengler. Gucken wir mal. Das müsste doch. Irgendwie müsste man das doch rauskriegen. Das. Da hat was knackst, das soll nicht knacksen. Ja, man hätte sich da vorher schlau machen sollen. Das ist. Ui, ist das. Das ist eine wackelige Geschichte. Boah. Uiuiui. Ah, da hat was knackst, ja. Uiuiui. Ja, das ist jetzt mal langfristig sowieso, deswegen ist es jetzt nicht so tragisch. Bestellt habe ich es noch nicht, aber das. Seht ihr das. Das hält uns wahrscheinlich nicht lang. So. Ja, komm schon. Prost. Neigang ist auch, da wird es aber ausgegangen. So. Sollen wir die Zähne oder rausbrochen? Das hat uns so genau gar nichts geholfen. Was ist das da? Hier.
Das drückt er da rein. So, jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück. Oh, schau. Taubsfederle. Ah, Scheiße, so war das nicht geplant. Das ist geklebt. Okay. Das ist ja scheiße. Ja, das ist jetzt natürlich nicht dafür gemacht, dass da so ein Blaster-Ingenieur dran rumspielt. Der Scheißdreck. Das müssen wir dann wahrscheinlich höchst professionell mit Klebeband richten. Müssen wir das mit chirurgischer Präzision. Da wackelt ganz Tisch vor lauter Aufregung. Ja. Seht. Der Profi am Werk halt. Ja, das. So. Komm mal. Kunststoffteile. Ich glaube einfach ein längerer Stocher wird helfen. Ja, komm schon. So, da. Ja. Deswegen ersetzen wir das einfach langfristig. Jetzt muss das für Referenzmessung muss ich es noch herhalten. Okay. Ja. Wie war das, wenn was nicht hebt, was heben soll, dann muss man Panzertape nehmen. In unserem Fall müssen wir wahrscheinlich erstmal mit ein bisschen Desinfektionsmittel oder so Spirituszeugs dahin. Irgendwas, was das Öl entfernt. Das ganze Fett da, das da drin ist. Dann können wir da mit Panzertape drüber. Das muss. Okay, da haben wir. Das muss bis ganz nach hinten, da haben wir nicht viel Platz. Ja. Ja, das ist jetzt halt professionell. Ich sag's euch, professionell. Ich hol da mal was zum Putzen. Oder Lampe zum Schmutz entfernen. Weil sonst hebt uns das Klebeband nicht. Und eigentlich sollte man das jetzt sauber mit Kleber kleben. Oder einfach an der Teile nehmen, aber ja, das. Das kriegt man professionell mit Panzertape hin. Ganz wichtig. Jetzt machen wir erstmal das Ende da sauber. Arg viel Platz haben wir da nicht. Noch. Sonst geht uns das Reale nicht mehr rein.
ja, das wird wahrscheinlich nicht lang heben. Und ich hoffe, dass für beide Referenzmessungen langt, weil das reicht mir schon. Sehe ich jetzt. Boah, das ist gerade so das Gott. So. Das ist das weiche Viertel. Das packen wir auf Zeit. Aber für das Viertel brauchen wir nicht. Das Viertel. Das da. Dann packen wir das alles wieder rein. Aber ich würde sagen, das mache ich im Schnelldurchlauf. Bis gleich. So, jetzt wird spannend. Ihr habt gedacht, die Tests mal nicht, bevor ich auch mit Ton da habe. So, haben wir wieder volles Magazin. Ui. Ja. Okay. Ihr seht, am Panzertape liegt es nicht, aber es rastet halt einfach nicht ein. Das hilft jetzt halt auch nicht, dass ich fertige Hände habe. Scheißele. Scheißele. Hoppala. Krust. Das kann ich so weit zurückdrücken, wie ich will. Das ist ein Scheiß. Da kann ich gar nicht so viel Leistung aus dem Ding rausholen, wie ich gerne hätte. Ja, Krust. Ja. Jetzt verstehe ich, warum man da einen Punktgriff hinmacht. Scheiß. Was wir jetzt probieren können, die alte Feder untereinander machen. Packen wir das Messmittel wieder weg. Magazin da noch. Dann schraube ich mal die alte Feder wieder rein und gucke, was ich so rauskriege. Dann muss ich vielleicht doch eine 7 Kilo Feder kaufen. Scheiße. Bis gleich. So, ja, das geht noch. Ja, jetzt gucken wir mal, was das an Leistung gebraucht hat. Seht's, Magazin hinein. Lader. Ja, das mit 9 Kilo Feder, das wäre zu schwer gewesen. So, also, das letzte Mal haben wir 12,3 gehabt. Das nehmen wir da. Reset. Natürlich. So, jetzt gucken wir. 15,3. 14,8.
15, 13,6, 15,6 und 15,2. Das war jetzt alles. Ja, das hat jetzt nicht so wahnsinnig viel gebraucht. Da können wir da einen Pfeil speichern oder lagern. Das geht, glaube ich, mit dem Original denken nicht, weil die Pfeile, für die das gedacht war, die haben ein bisschen einen dickeren Kopf gehabt. Wenn den Pfeil das habe ich getestet, die kriegt man dann fast nicht mehr raus. So geht's dann noch. Also das Ding, das da drin war, das taugt eigentlich gar nicht. Muss ich mal googeln. Ein 3D-Drucker vielleicht was basteln, dass man da Abdeckung hat. Ja, das war jetzt mehr Enttäuschung wie Erfolg. Aber ja, so ist halt manchmal. Das ist jetzt zweimal hintereinander, ist halt schon scheiße. Auch mit der Prophecy, dass das mit der Feder nicht so klappt. Gut, wobei da hat es wenigstens im Video geklappt. Da hat es ja nicht einmal im Video geklappt. Aber wir haben ein bisschen Leistung haben wir rausgeholt. Das war es vorher 12,3, jetzt sind wir 14,9 Meter pro Sekunde. Das ist ein bisschen was. Ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Ja. Ich wünsche euch, können wir mal Statistik noch sehen. Ich wünsche euch mehr Erfolg beim Basteln wie mir. Und genauso viel Spaß wie mir, weil Spaß macht es trotzdem. Euer Blastingenieur.